Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Heute im Burgenlexikon W wie Wehrspeicher. Was ist denn bitte ein Wehrspeicher? Wenn wir an Wehrarchitektur denken, fallen uns meist zuerst Burgen, Stadtmauern oder mächtige Türme ein. Doch neben diesen weithin sichtbaren Symbolen mittelalterlicher Macht existiert ein Bautyp, der lange Zeit im Schatten der Forschung stand: der Wehrspeicher. Auf den ersten Blick wirkt er unscheinbar. Ein Speicherbau, oft isoliert, manchmal klein, gelegentlich kaum von Wirtschaftsgebäuden zu unterscheiden. Bei genauerem Hinsehen jedoch offenbart sich seine eigentliche Funktion: der gezielte Schutz von Vorräten, Eigentum und im Ernstfall auch von Menschen. Die Forschung, unter anderem durch Joachim Zäune, Michael Losse oder Otto Pieper, ordnet Wehrspeicher heute als eigenständigen Bautyp zwischen Wirtschaftsgebäude und Befestigungsanlage ein. Sie zeigen, dass Wehrarchitektur im Mittelalter weit mehr war als Burgenromantik. Sie reichte bis in die Alltagswelt von Bauern, Klöstern und Dorfgemeinschaften. Wehrspeicher sind damit kleine Festungen des Alltags, gebaut nicht für Ritter, sondern für Brot, Korn und das nackte Überleben. Wehrspeicher sind keine Burgen. In der älteren Literatur und leider auch noch in populären Darstellungen wurden Wehrspeicher häufig mit anderen turmartigen Bauformen gleichgesetzt. Besonders im Rheinland ist es immer wieder vorgekommen, dass man einen sogenannten Bergfest, also einen bäuerlichen Wehr- und Speicherbau, pauschal mit einem Bergfried, einem Wohnturm oder gar mit einer kleinen Turmburg gleichgesetzt hat. Aus Sicht der heutigen Burgenforschung ist das jedoch problematisch, denn hier werden unterschiedliche Bautypen mit klar voneinander abweichenden Funktionen vermischt. Ebenso falsch ist es, Wehrspeicher mit Turmhügelburgen oder sogenannten Motten gleichzusetzen. Der Begriff der Motte ist eine moderne wissenschaftliche Kategorie des 19. und 20. Jahrhunderts und beschreibt eine Art Herrschafts- und Wohnanlage mit aufgeschütteten Hügel, Graben und Turm, also eine frühe Form der Burg. Wehrspeicher hingegen waren keine Herrschaftssitze, sondern funktionale Schutzbauten für Vorräte und Besitz, meist im bäuerlichen oder klösterlichen Umfeld. Ihre Wehrhaftigkeit diente nicht der Machtausübung, sondern der Sicherung der Existenz. Links die klassische Burg mit Bergfried, ganz rechts die klassische Motte, Turmhügelburg oder Turmburg und in der Mitte der Wehrspeicher. Gerade deshalb ist es wichtig, hier sauber zu unterscheiden. Auch wenn sich Bauformen ähneln mögen, entscheidet nicht die äußere Gestalt, sondern die Funktion über Einordnung. Der Wehrspeicher ist kein verkleinerter Bergfried und keine primitive Burg, sondern ein eigenständiger Bautyp der Wehrarchitektur. Und genau hier sitzt auch der Begriff des sogenannten Bergfests an, auf den wir jetzt genauer eingehen. Der Bergfest ist also kein Bergfried. Ja, der Begriff Bergfest bezeichnet im niederrheinischen Raum in erster Linie einen bäuerlichen Wehrspeicher. Gemeint ist ein wehrhaft ausgeführter Speicherbau für Vorräte und Wertgegenstände, meist turmartig, im massiven Unterbau und war oft zusätzlich durch Gräben oder eine kleine Aufschüttung gesichert. In seiner Funktion gehört der Bergfest eindeutig zur Gruppe der Wehrspeicher. Also links klassische Bergfried, rechts der Bergfest. Also der Bergfest ist kein Bergfried, sondern ein Speichergebäude. Die häufige Verwechslung entstand erst später, als man diese Bauten wegen ihrer Turmform mit Bergfrieden oder sogar mit Motten gleichsetzte. Aus heutiger Sicht der Burgenforschung ist das nicht haltbar, denn ein Bergfest ist kein Teil einer Burg, sondern ein eigenständiger ländlicher Schutz- und Speicherbau. Entscheidend ist nicht die äußere Form, sondern die Funktion, und genau hier unterscheidet sich der Bergfest klar vom Bergfried. Wann wurden Wehrspeicher gebaut?
Wehrspeicher entstehen überwiegend im Spätmittelalter, vor allem zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert. Diese Epoche ist geprägt von einer zunehmenden Verdichtung ländlicher Siedlungsräume, wachsenden Warenverkehr, aber auch von einer hohen Unsicherheit im Alltag. Fehden des Niederadels, regionale Konflikte, Raubzüge und die Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen trafen besonders die bäuerliche Bevölkerung, Klöster und kleinere Grundherrschaften. Große Burgen waren in diesem Kontext weder wirtschaftlich tragfähig noch funktional notwendig. Hier mal die klassischen Wehrspeicher, unten gemauert, oben Fachwerk mit hochliegenden Eingang oder auch Niedrigeingang für die Zubringung von Waren und Wertgegenständen. Der Wehrspeicher stellt vor diesem Hintergrund eine bewusst reduzierte, pragmatische Form der Wehrarchitektur dar. Er war kein Herrschaftsbau im klassischen Sinn, sondern ein Schutzbau für Vorräte, Saatgut, Abgaben und im Ernstfall auch für Menschen. Seine Entstehung ist eng mit der Sicherung von Existenzgrundlagen verbunden. Wer seine Ernte verlor oft die Lebensgrundlage für ein ganzes Jahr. Wehrspeicher boten hier einen baulichen Schutz gegen Plünderung, Brandstiftung und kurzfristige Überfälle. Typisch für diese Zeit ist zudem, dass Wehrspeicher vor allem dort entstehen, wo landesherrlicher Schutz eingeschränkt wirksam war. In Randlagen, in kleineren Herrschaftsgebieten im Umfeld geistlicher Grundherren oder in Regionen mit hoher feudaler Zersplitterung. Sie ergänzen bestehende Verteidigungssysteme, ersetzen diese aber nicht. Gerade ihre vergleichsweise geringe Größe und einfache Konstruktion macht sie wirtschaftlich tragfähig und schnell errichtbar. Und hier das klassische Bild, der Wehrspeicher steht auf einer Insel, umgeben von einem Teich, vielleicht dem Dorfteich. Aus burgenkundlicher Sicht gehören Wehrspeicher daher nicht in die Entwicklungslinie klassischer Burgen oder Türme, sondern bilden einen eigenständigen Bautyp zwischen Wehrarchitektur und Wirtschaftsgebäude. Sie sind Ausdruck einer Zeit, in der Sicherheit nicht nur monumental, sondern funktional gedacht wurde. Als unmittelbare Antwort auf Gewalt, Unsicherheit und die Notwendigkeit, das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Arten und regionale Verbreitung von Wehrspeichern. Wehrspeicher stellen keinen einheitlichen Bautyp dar, sondern treten in unterschiedlichen Ausprägungen auf, die sich aus regionalen Gegebenheiten, funktionalen Anforderungen und sozialen Strukturen erklären lassen. Am einfachsten sind reine Vorratsspeicher, die durch massive Mauern, wenige Öffnungen und einen erhöhten Zugang gekennzeichnet sind und primär dem Schutz von Lebensmitteln und Wertgütern dienen. Daneben existieren mehrgeschossige Wehrspeicher mit Aufenthalts- oder Wohnfunktion, die in Krisenzeiten auch Menschen aufnehmen konnten. Rechts sehen wir den klassischen Aufbau eines Wehrspeichers. Die unteren Geschosse dienen zur Aufnahme der Wertgegenstände, eben auch Korn, Getreide etc. eben. Und oben harren die Dorfbewohner aus bzw. verteidigen ihren Wehrspeicher. Besonders wehrhafte Ausprägungen besitzen einen ausgeprägt turmartigen Charakter und erinnern in ihrer äußeren Gestalt an Wohntürme oder eben kleine Bergfriede. Trotz dieser formellen Ähnlichkeit unterscheiden sie sich funktional deutlich von adligen Wehr- und Wohnbauten, da ihre innere Struktur auf Lagerung und Sicherung ausgerichtet ist. Ergänzt wird dieses Spektrum durch kirchliche Wehrspeicher, die als Bestandteil von Pfarrhöfen oder Klosteranlagen errichtet wurden und der Sicherung von Naturalabgaben und Vorräten dienten. Allen Varianten gemeinsam sind klare bauliche Merkmale, kleine Fensteröffnungen, hochgelegene Zugänge und in einigen Fällen Schießscharten. Diese Elemente zeigen deutlich, dass Wehrspeicher nicht der Repräsentation, sondern dem Schutz dienen. Sie sind funktionale Bauwerke, deren Architektur sich konsequent an praktischen Erfordernissen orientierte. Rechts sehen wir einige Beispiele von rund, quadratisch, rechteckig, mit Mauerwerk, mit Ziegeln und so weiter. Die regionale Verbreitung von Wehrspeichern weist deutliche Schwerpunkte auf. Besonders häufig finden sich diese Bauten im Münsterland, wo sie vielfach zu adligen oder geistlichen Gütern gehören. Auch im fränkischen Raum ist dieser Bautyp gut belegt, wobei hier auffälligerweise häufig runde Wehrspeicher nachzuweisen sind, etwa das von Dr. Joachim Zäune hervorgehobene Beispiel in Dürnhof.
Vergleichbare Anlagen existieren zudem im österreichischen Raum, vor allem in ländlichen Regionen, wo Speicherbauten zugleich wirtschaftliche Infrastruktur und Schutzräume darstellen. Hier noch einmal klassische Wehrspeicher links, Bispinghof in der Mitte, ein klassischer Wehrspeicher mit oberen sogenannten Gaden und rechts der klassische runde Wehrspeicher mit Palisade außenrum, typisch diesmal im fränkischen Raum. Zwei Beispiele von Wehrspeichern. Wehrspeicher Altenberg, Waltrub in Nordrhein-Westfalen. Der Wehrspeicher von Altenberg, Waltrub, entstand vermutlich im 15. Jahrhundert im Umfeld eines adligen oder geistlichen Gutes und diente ursprünglich der Sicherung von Vorräten, Naturalabgaben und Wertgegenständen. Die Region war im Spätmittelalter wiederholt von Fehden, Durchzügen und lokalen Unsicherheiten betroffen, so dass auch landwirtschaftliche Besitzungen gezielt geschützt werden mussten. Der Bau war kein Herrschaftssitz, sondern Teil einer funktionalen Schutzarchitektur des ländlichen Raums. Im Laufe der frühen Neuzeit verlor der Wehrspeicher schrittweise seine ursprüngliche Schutzfunktion. In dieser Phase wurde das Gebäude zumindest teilweise zu Wohnzwecken umgebaut, was auf eine veränderte Nutzung und Sicherheitslage hinweist. Heute befindet sich der Wehrspeicher leider in einem wenig guten Erhaltungszustand, was die ursprüngliche Bedeutung dieses Bautyps jedoch umso deutlicher macht. Der Bau zeigt typische Merkmale eines Wehrspeichers. Massive Mauern, kaum Öffnungen im unteren Bereich und einen hochgelegenen Zugang, der ursprünglich nur über Leitern oder hölzerne Zugänge erreichbar war. Die Geschosse waren zunächst klar auf Lagerung ausgelegt, mit starken Decken und kontrollierbaren Zugängen. Ein späterer Umbau lässt sich insbesondere im Obergeschoss nachweisen, wo Kamine auf eine zeitweise Wohn- oder Aufenthaltsnutzung schließen lassen. Diese Umnutzung ist für viele Wehrspeicher typisch, sobald ihre ursprüngliche Schutzfunktion an Bedeutung verlor. Trotz dieses Ausbaus blieb der Baukörper in seiner Grundstruktur erhalten und vermittelt bis heute anschaulich den Übergang vom reinen Wehr- und Speicherbau zur sekundären Wohnnutzung. Und hier sehen wir den Wehrspeicher zu Altenberg-Waltrub. Im unteren Geschoss keine Öffnungen bzw. nur spärliche Öffnungen. Je weiter man hochkommt, desto mehr Öffnungen entstehen. Und hier sieht man dann auch schön den austretenden Kamin, der dann die spätere Wohnnutzung markiert. Der Wehrspeicher Dürrenhof in Unterfranken in den Haßbergen. Dürrenhof, heute ein Gemeindeteil von Pfarrweisach im unterfränkischen Landkreis Haßberge, war im Spätmittelalter Sitz einer Nebenlinie der Herren von Lichtenstein. Mit Apel von Lichtenstein zu Dürrenhof ist die Hofstelle 1388 erstmals urkundlich belegt. Der Ortsname deutet bereits auf eine leicht befestigte Hofanlage hin, einen sogenannten Turmhof, wie er für den niederen Adel in dieser Region typisch war. Besondere Bedeutung erlangte Dürrenhof durch eine Zeichnung Ludwig Richters von 1837, die 1993 vom Mittelalterarchäologen Dr. Joachim Zäune als einer der wenigen gesicherten Bildnachweise eines fränkischen Wehrspeichers identifiziert wurde. Der dargestellte Rundturm ist heute vollständig verschwunden, gilt jedoch neben der kleinen Wasserburg Dippach als herausragendes Beispiel für die zahlreichen kleinen, wehrhaften Adelssitze der Haßberge, die die unterste Stufe der mittelalterlichen Burgenhierarchie bildeten. Der Wehrspeicher von Dürrenhof bestand aus einem kleinen, runden Steinturm, der auf einer Insel inmitten eines Weihers stand und über eine schmale Holzbrücke erschlossen war. Die Zeichnung zeigt einen Bau mit Hocheingang, leicht vorkragender Turmkrone und Wurföffnungen, sogenannten Machikulis, klare Merkmale eines defensiv konzipierten Speicherbaus. Der Turm war bereits im 19. Jahrhundert im Verfall begriffen. Teile der Sandsteinummantelung fehlten schon. Gegen die Deutung als Weihhaus oder Wohnturm sprechen sowohl der runde Grundriss als auch die geringe Größe. Klassische Weiherhäuser des fränkischen Adels besaßen meist quadratische Sockel und vorkragende Obergeschosse. Auch die bekannten Weierspeicher Westfalens und Niedersachsens sind rechteckig angelegt. Die runde Form von Dürrenhof stellt somit eine regionale Besonderheit dar, für die es archäologische Parallelen in Oberfranken, zum Beispiel in Säubersdorf oder Schwand, gibt. Die isolierte Insellage bot Schutz vor Überfällen, Feuer und Ungeziefer und unterstreicht die Funktion als wehrhaften Speicherbau,
nicht als Burg im eigentlichen Sinn. Und hier sehen wir die Originalzeichnung von Richter mit dem Speicherturm. Und hier zum besseren Verständnis die nachkolorierte Zeichnung von Richter mit dem Speicherturm und den hier eingezeichneten vorkragenden Obergeschoss, wo man deutlich sieht, dass hier die Wurferker oder Wurföffnungen angebracht sind. Und so sieht das Gelände heute aus. Ein neuzeitliches Gebäude steht hier. Schlussgedanken. Wehrspeicher zeigen eindrucksvoll, dass Schutz im Mittelalter nicht nur eine Frage von Herrschaft und Repräsentation war, sondern vor allem von Existenzsicherung. Sie bewahrten Vorräte, Werte und manchmal auch Menschen und standen damit am Übergang zwischen Alltag und Wehrarchitektur. Gerade in ihrer Schlichtheit spiegeln sie die realen Bedürfnisse einer unsicheren Zeit. Vielleicht übersieht man solche Bauten gerade deshalb so leicht. Umso spannender ist es, beim nächsten Rundgang genauer hinzusehen. Denn nicht jede Wehrarchitektur zeigt Zinnen oder Türme. Manche schützt ganz leise, aber wirkungsvoll. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.